Ich hab dir doch gesagt, du sollst sie nicht anfassen. Ruhe auf den billigen Plätzen, verdammte Scheiße. Ja, Leute, wir gehen langsam, aber sicher die Ideen aus. Dann schicke ich euch nochmal auf eine kleine Reise, und zwar in die Küche. Das ist das Pfeifen. Sicher kocht das Wasser jetzt. Es ist das Pfeifen! Es pfeift in meinen Ohren! Ja, dann pfeift dich doch davon, du alte Schrapnelle. Ja. Ich glaube, ich muss einfach genauer hinhören, was sie so sagen. Clint Eastwood stürzt mit Zug in den Tod. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen in diesen Stapeln beginnen soll, wenn ich es wenigstens auf das Jahr beschränken könnte. Okay, das Jahr. Wir müssen es also auf das Jahr beschränken. Die Frage ist bloß wie. Meine Güte, die sehen alle aus, als hätten sie einen Stock im... Was war das denn? Gar nichts. Im After, Marty. Und du hast wieder mal recht, wie immer. Es liegt an diesem billigen, ausländischen Teekessel. Aber finde heutzutage mal einen amerikanischen... Nein, gute alte Frau, es liegt an deinem nicht vorhandenen Gehörgerät. Gehörgerät ist auch scheißegal. Entschuldigen Sie, Miss Strickland. Sag mir endlich mal das Jahr, du verdammte alte Schachtel. Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich. Ich habe ihn wahrscheinlich selbst geschrieben. Ich war die Reporterin zu meiner Zeit, weißt du? Haben Sie eine Ahnung, wann dieser Artikel veröffentlicht wurde? Es muss an dem Tag gewesen sein, nachdem die Bar abgebrannt war. Dann muss die Videothek gebaut worden sein, nachdem die Bar abgebrannt ist. Ein Jahr später, meine ich mich zu erinnern. Jetzt sind wir genauso schlau wie zuvor. Das Fernglas vielleicht? Beobachten Sie die Sterne? Nein, mein Blick richtet sich auf niedrigere Dinge. Ja, den Ist kennen wir auch das- bereits. Lieutenant! Finger weg von der Radkappe, bevor ich deinen Vater rufe! Ja, ich liebe es, wenn die Tenants zurechtgewiesen werden. Toll, hier geht's nicht mehr weiter. Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Tut sie sowieso nicht, Marty. Tut sie sowieso nicht. Darf ich mal sehen? Nur zu, Schätzchen. Aber doch vorhin auch schon, das hat auch nichts gebracht. Hä? Ist was Neues, oder? Ja, der alte Beef mit dem Schmuddelfilm war. Der alter Schmierfinke. Hä? Wieder aufgebaut im Februar 1932. Der Brand muss also vorher gewesen sein. Aber wann? Ich brauche ein Datum. Nur weil ich alt bin, muss ich sowas nicht wissen. Sie vielleicht nicht, aber wir wissen jetzt immerhin das Datum. Ja, Halleluja, hey. So. Wir mal in den Zeitung stöbern, nicht wahr? Aber zuerst schicke ich die Alte mal auf eine Reise. Das Pfeifen! Das ist das Pfeifen! Ich erkocht das Wasser jetzt. Das Pfeifen, es wird angehört, die alte Schrapnelle. Geben doch endlich mal aus den Augen. So. Mal sehen. Baubeginn auf Grundstück von illegaler Bar. Sängerin verschwunden. Hill Valley Expo zieht Massen an. Suppenküchenskandal. Ja, Alter, Da haben etwas. wir es. Barbrandstifter ermordet. Ein Gerichtsverfahren endete letzte Nacht in einem Racheakt, als Gangster in das Hill Valley Polizeirevier eindrangen. Ein Landstreicher namens Carl Sagan, der verdächtigt wird, den Brand in der illegalen Bar gelegt zu haben, wurde aus seiner Zelle... Carl Sagan? Das ist Dog! Von Gangstern ermordet. Wann war das? 15. Juni 1931. Meine Güte, ich muss ihn retten. Das war ja clever. Meine Zeitungen! Tut mir leid, Miss Strickland. Lassen Sie mich... Nein! Du hast die ganze Geschichte durcheinander gebracht. Weißt du, wie lange es dauert, das wieder in Ordnung zu bringen? Ah, raus! 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 Hilfe! Polizei! Ich werde von Raudis... Ja, von Raudis was? Der Schrapnelle jetzt wieder. Und die will die uns auch noch bei der Polizei anzeigen. Hallo? Nein, nicht jetzt ruckeln. Nicht jetzt.
Gut, die Aufnahme läuft, glaube ich, noch. Ja. Den Fluxkompensator neu aufladen. Marty? Wo hast du gesteckt? Und wie siehst du eigentlich aus? Das ist ein Kostüm. In unserer Schule steigt heute eine Halloween-Party. Halloween-Party? Im Mai? Ups. Ist schon gut, du musst nichts erklären. Ich bin sicher, dass du weißt, was du tust. Egal, was du gerade wieder vorhast. Richtig? Das hoffe ich. Hey, manchmal muss man einfach ein Risiko für seine Liebsten eingehen, nicht wahr? Ich wünschte, mein Vater hätte das verstanden. Du bleibst doch nicht allzu lange weg. Du wirst kaum merken, dass ich weg war. Ja, Kunststück mit der Zeitmaschine, war. Bist du bereit, Einstein? Eines verwirrt mich allerdings ein bisschen. Gut. Ja, was mich verwirrt ist, laut dem Fernglas wissen wir ja, dass es 1932 ist, nicht wahr? Aber der Alte wurde ja der Doc wurde 1931 getötet. Ach so, ja, stimmt. Ich Trottel, ja, jetzt bin ich ein Obertrottel. Sie hätte gesagt, dass, nicht die Bar, nein, die Diskothek, beziehungsweise die Videothek ein Jahr nach dem Brand der Bar aufgebaut wurde, nicht wahr? Eines Schwanz sieht irgendwie aus wie eine Hand. Auf jeden Fall sieht es ein bisschen seltsam aus. Ja, das heißt also, wir müssen wirklich ein Jahr zurück in 1931, weil ja erst ein Jahr später halt eben die Videothek erbaut wurde. Das genaue Datum kennen wir eigentlich auch, jetzt vermutlich noch eine Woche oder einen Tag früher zurück war. Was meinst du? Zeitleitung an. Fluxkompensator fluxig. Flugsig. Ja, du bist ja so witzig. Okay, wenn Doc am 14. Juni 1931 getötet wird, tauche ich einfach am Tag davor auf und hole ihn raus. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Doc. Nur einen Tag vor? Könnte vielleicht ein bisschen früh sein, ne? Ein bisschen wenig meine ich, aber gut. Und wieder mal meldet mir das Spiel keine Rückmeldung. Ich hoffe trotzdem, dass ihr hier noch einiges seht. Jo, jetzt sagt Phelps, es nimmt wieder auf. Boom. Ah, ich liebe die Mucke. Okay, Freunde, wird Zeit. Zurück in die Vergangenheit. Zeitsprung! Ist eine tolle Zeit, in die wir gerade zurückkehren. Oh! Hilfe! Mal sehr toll. Oh, wir haben die Vergangenheit geändert. Und der haut ab. Hallo? Was soll das werden? Der hat nicht gerade unseren Kühler geschrottet, oder? Und sowas schimpft zur Dankbarkeit. Dämliche Polizisten, ey. Muss man richtig hinsetzen. So. Car of the Future. Ja. Hill Valley, 2 Meter, 2 Meilen. 2 Meter. Tja, den Rest gehen wir halt zu Fuß, nicht wahr? Ach, nicht schon wieder, nicht schon wieder! Keine Rückmeldung, keine Rückmeldung. Die Framerate sinkt auf 6. Benimmt Fraps gerade die Aufnahme oder wie sieht's aus? Nein, Gott sei Dank. Ich dachte schon, das ganze Spiel wäre abgekackt. Einstein, wo willst du hin, mein Junge? Ich stelle mir aber trotzdem noch die Frage, was macht der Doc eigentlich 1931 hier in Hill Valley?
Voll überfahren. Ja, sowas nehmen wohl Oldies. Police Station. Achtung! Uff. Wow. Pass mal ein bisschen besser auf. Du. Yeah. Och nö. Nicht die, oder? Junger Mann! Entschuldigung, junger Mann! Wer? Ich? Sie sind der einzige Mann auf der Straße und ich brauche einen Mann von der Straße Meinung. Sie haben sicher von der Explosion gehört, die Mittwochnacht die illegale Gin-Schenke zerstört hat. Ja, ich habe darüber gelesen. Was halten Sie von Carl Sagan, dem Fremden, der ganz allein geschafft hat, was dem Gesetz 10 Jahre lang nicht gelungen ist, nämlich Hill Valley von der Geißel des Alkohols zu befreien? Die alte oder wohl eher noch junge Edna. Sieht eigentlich noch ganz schnucklig aus. Hat einen Fehler gegeben, ich unterstütze das. Ich kenne den Doc. Es muss sich um einen Fehler handeln. Doc, ich meine Carl, würde so etwas nie tun. Es ist erstaunlich, wozu ein Mensch bereit ist, wenn es um eine klare Entscheidung zwischen richtig und falsch geht. Sie haben ein ehrliches Gesicht. Sie sind doch für Rechtschaffenheit, nicht wahr? Nö, wieso auch? Sie können schreiben, ich wäre dafür. Sagte der junge Mann mit einem jungenhaften und doch männlichen Lächeln. Hill Valley braucht mehr aufrichtige junge Menschen wie Sie. Haben Sie eine Nachricht für die lasterhaften Gangster, die sich noch in den Straßen herumtreiben und die Bürger mit einer anderen Lasterhöhle voller Suff und Sünde verderben wollen? Wie konnte denn aus der so eine alte Schrapnelle werden? Fragen Sie, wo ich die Adresse herbekomme. Ah, verstehe. Sie wollen sie genauso zu Kleinholz machen, wie Carl Sagan es getan hat. Wären alle Bürger so auf das Gemeinwohl bedacht, wären wir diese gesetzlosen Elemente bald los. Mr. Könnte ich Ihren Namen erfahren? Ja, ich bin... Jetzt ist lustig. Sonny Crockett, Harry Callahan, Michael Corleone. Ja. Michael Corleone. Vielen Dank für Ihre aufrichtige Meinung, Mr. Corleone. Edna Strickland, Hill Valley Herald. Ich weiß, ich habe Sie getroffen als... Ich meine, ich kenne Ihre Arbeit. Sie lesen meine Kolumne? Wie schön. Es geht vielleicht nur um Etikette. Ich glaube aber, dass dadurch eine bessere... Oh! Einstein, nein, Auswahl, Junge. Gehört diese bösartige Kreatur Ihnen? Er hat mich schon einmal angegriffen. Was ist in dich gefahren? Aggressive Hunde müssen immer an der Leine geführt werden. So ist das Gesetz. Lesen Sie es nach. Doc, ich muss Doc finden. Was hat denn eine bloß gegen die? Naja. Was ist die rechte Maus ausgedrückt? Yeah, ich renne. Gut. Hätten das auch mal geklärt, wie man rennen kann. Die Frage ist bloß, wie geht's hier weiter? Hier wurde wohl die illegale Bar niedergebrannt. Wie konnte Doc nur in sowas verwickelt werden? Vor allem ist das nicht gerade ein großer Platz hier, war? Also die Bar war wohl sehr klein. Nee, vermutlich war die Bar wohl ein bisschen größer, egal. Eini, wo bist du? Eini. Einstein. Der Suppenladen. Wenn wir halt zum Suppenkasper. Und wieder mal stürzt das Spiel ab. Ja, war definitiv keine gute Idee, gleichzeitig aufzunehmen und den anderen Part rendern zu lassen. Schlürft doch noch laut. Leute, die haben keinen Anstand. Oh nein. McFly. Biff? Kid. Grandpa? Für dich Mr. Tennant, Artie. Was machst du hier draußen? Naja, ich hatte Hunger und ich dachte, hier gibt's was zu essen. Vielleicht eine Suppe. Ich dachte, hier gibt's was zu essen. Denk nach, McFly. Der Staatsanwalt wirft mit Vorladungen um sich wie Babe Ruth. Ich glaube nicht, dass Ruth noch Pitcher ist. Wenn eine dieser Vorladungen meinem liebsten Zahlenzauberer in die Hände fällt, stecke ich in großen Schwierigkeiten. Man könnte mich sogar einbuchten. Das willst du doch nicht, oder? Oder doch? Nein, natürlich nicht, Kid. Das ist schon besser. Was glotzt du so, Milchgesicht? Augen auf deine Suppe, Junge. Nun? Nun was? Was machst du denn noch hier? Entschuldige, Kid. Ich werde wieder zurück ins Versteck laufen.
Mach das. Und McFly, Ja? dieser Hut ist zu auffällig. Du gibst ihn besser mir. Oh, Jetzt hau ab in Ordnung, Boss. und komm nicht raus, bis ich dir Entwarnung gebe. Ich schwöre, selbst wenn einer von euch Dummköpfen 2 und 2 im Kopf rechnen könnte, würde ich diesen Jammerlappen in den See werfen. Hey! Jedenfalls muss ich jetzt los und mich unwiderstehlich machen. Seht zu, dass keiner den Laden ansteckt, während ich weg bin. Ein typischer Tennen, was? Oh mein Gott. Im Film 1 mussten wir unserem Vater helfen, gegen Biff Tannen anzukommen. Jetzt müssen wir unserem Opa helfen, gegen Kid Tannen anzukommen. Zumindest schätze ich das mal so. Wer bist du? Ich spreche lieber nicht mit ihm, sonst beeinflusst das seine Zeit gerade. Och Mensch, Marty, als würde das jetzt noch was ausmachen, ey. Doch die ganze Zeit reisen mit dem Doc und so ist sowieso das ganze Zeitraum-Kontinuum schon völlig im Arsch. Vielleicht sollte ich ins Gefängnis gehen und mit Doc sprechen, bevor ich irgendwelche Leute im Jahr 1931 anrufe. Gute Idee, Marty. Vor allem, weil du wohl kaum ihre Telefonnummern kennen dürftest. Ja, zumindest nicht die Vorwahl. Die früher leckere Speisen aßen, verschmachten jetzt auf den Gassen. Lustig. Findest du? Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Ja, eine andere Frage wäre doch, wieso sollst du da überhaupt reingehen, nicht wahr? Okay. Hey, schon gut. Eine weitere Person, die ein Hörgerät braucht. Da spielt der Hörgeräte, wa? Darf nicht wahr sein. Geht's echt nicht weiter? Marty. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Was du nicht sagst, was du nicht sagst. Ich spreche lieber nicht mit ihm, sonst beeinflusst das seine Zeit gerade. Oh, immer noch Marty, immer noch, wa? Wir haben so eine Zeitung, was haben wir sonst noch? Einen Schuh haben wir nicht mehr, wa? Verdammt, sonst hätte ich vielleicht mit dem Schuh die Tür aufhalten können. Wäre zumindest noch eine Variante gewesen. Okay, das Objekt benutzen. Moment mal, das ist nicht die Zeitung von dem Tag danach. Doc würde nicht wollen, dass ich den Einheimischen die Zeitung von morgen vor die Nase halte. Jo, genau das habe ich gemeint. Das ist die Zeitung von morgen. Wäre nicht so positiv, wa? Wollen Sie was machen? Nö. Hinsetzen? Ne, ist wohl die Türe, wa? Die Türe, die Türe. So, wie geht's weiter? Suppenküche unter neuem Management. Hier geht's irgendwie nicht weiter. Gehen hier halt zur Polizeistation, nicht wahr? Ja. Nein, ein Hydrant muss nicht anpinkeln, Marty. Marty! Marty! Hä? Das will mich auch schon verarschen. So. Die Polizeistation. Da müsste ja eigentlich der gute alte Doc hier sein, wa? Wer bist du und was willst du? Kann ich zu Carl Sagan? Bist du sein Anwalt? Nein. Dann verschwinde. Na dann, Marty, auf ein neues. Ich werde wohl von hier draußen mit Doc reden. Ja, wieso auch nicht, wa? Psst, Doc. Marty, Doc? was machst du hier? Sie haben mich hergerufen, Doc. Hab ich? Wann? Am 14. Mai 1986. 1906 und das automatische Aufspürsystem. Natürlich! Das hätte ich fast vergessen. Wie lautet unser Plan, Sie herauszukriegen? Plan? Wir brauchen keinen Plan. Nicht? Nicht im geringsten. Die Polizei hat mich vor ein paar Wochen wegen des Feuers in der Bar festgenommen. Aber der Staatsanwalt hat keine Beweise. Sie werden mich morgen früh entlassen. Also bin ich sozusagen 50 Jahre in die Vergangenheit gereist, um Ihnen Ihr Auto zu bringen?
Entschuldige bitte, aber es ist so wunderbar, dich zu sehen. Wir haben so einiges nachzuholen. Ja, ich glaube, wir sollten damit noch warten, Doc. Grundgütiger, ich werde auf den Treppen des Gerichtsgebäudes von Gangstern erschossen. Aber warum denn das? Es passte ihnen wohl nicht, dass ich ihre Bar niedergebrannt habe. Lustig, Doc. Vielleicht sollten wir uns jetzt einen Plan einfallen lassen. Richtig. Aber was für einen Plan? Sehr, sehr gute Frage. Und was für ein Plan, das seht ihr im nächsten Part von Zurück in die Zukunft. Wir haben endlich einen Doc gefunden und jetzt wird es wohl richtig episch werden, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.